Haut 5. Faste Sonntag, alle Sonntag, begrüßen sich aus der Kirche von Habst, wie wir drauf von heute Sonntagsmass. Es singt die christliche Gemeinschaft von Habst, Kantor aus den Ender Vio, Organist de Luc Rollinger. Nur Singer Urgel André sangen wir jeweils aus dem Laudate Dominum, Seigneur avec toi, je te demande pardon, laisserons-nous, heilig bist du, Unfriede herrscht, per ton corps, und als Schlusslied Segne du Maria. Durchel spielt als Sorti final aus der Sonata da Chiesa vom Andriessen. Am Namen vom Papa, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leif Leitheit zu Habst an der Kirche, a leif alle Gul, die da iwwer Medien ma deis verbunden sieht. Die letzte Sonntag, halle Fasten, war Lichtblick op Osteren, ma hund Licht erblickst hanner dem Tunnel. Diese Sonntag, alle Sonntag oder Passionssonntag, hummer den deichtren Tunnel selber virun ein. Et gëtt eis ellen. Aber können Angst kreen, weil die Passion von Christus mit ihrem Höchstpunkt op Karfreitag rickelt immer mehr no. An, wir haben auch eine sündige Kondition für uns ein, auch etwas Ellenes. Wir lassen wir sie an der Barmherzigkeit von Gott Boden und von ihm reinwaschen lassen. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine große Schuld.
Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Pardon, Seigneur, je te dis non dans mon cœur. Je te demande pardon, Seigneur, je te dis non dans mon cœur. Des mots qui ne m'ont pas rendu meilleur. Des gestes qui ne m'ont pas rendu meilleur. Pardon, Seigneur. Des pensées qui ne m'ont pas rendu meilleur. Pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, je te dis non dans mon cœur. Lasset uns beten. Herr unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt dem Tod überliefert. Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus ihr leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Schwestern und Brüder, ich halte dafür, dass alles Verlust ist, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles überragt. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm erfunden zu werden. Nicht meine Gerechtigkeit will ich haben, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt, die Gerechtigkeit, die Gott schenkt, aufgrund des Glaubens. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden, indem ich seinem Tod gleich gestaltet werde. So hoffe ich, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre, aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis, der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Macht euch auf, verschließt nicht euer Herz, hört doch die Stimme unseres Herrn. Macht euch auf, verschließt nicht euer Herz, hört doch die Stimme unseres Herrn. Kehrt zum Herrn von ganzem Herzen, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld. Macht euch auf, verschließt nicht euer Herz, hört
Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir. In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Mit diesen Worten wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiter fragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, hat das schon einmal erlebt, dass ihr an aller Öffentlichkeit einen Ruf gemacht hat, ja gut blamiert hat, bloßgestellt für einen anderen, a keiner bärer seid, für ihrer Schutz zu holen, die wird nicht mehr gut für Heschen zu gehen. Das tut richtig weh. Es schum den sich, und es fiel den sich ohnmächtig an ausgeliefert. So Situationen gibt es vielfach an der digitalen Welt, der sozialen Netzwerker. So ähnlich ergeht es der Frau am Evangelium. Sie ist beim Fremdgehen ertappt gin, wird von den Autoritäten regelrecht unter Pranger gestellt. Dieselbicht, das heißt Schriftgelehrter Pharisäer, nutzen die Situation aus, für den Jesus auf Probe zu stellen, respektiv heranzulehen. Für ihren Uklon zu können, je nachdem, wie sich ging positionieren. Aber der Jesus bleibt cool. Er schweigt, er bleibt ruhig. Es heißt, der Jesus hat auf den Boden geschrieben. Es hätte ihn aber gern gewusst, was denn auf den Boden geschrieben hat. Dass der Jesus schreibt, ist exzeptionell. Als Evangelium haut als die einzige Platz, wo jetzt davon geht, der Jesus hat geschrieben. Am Unterschied zum muslimischen Prophet Mohammed, als von Jesus kein selber geschrieben wird, überliefert. Er konnte schreiben, wie wird aber heute nicht gemacht. Es schenkt bald, wie wann der Jesus ein gewisse Schei für geschriebene Wort gehabt hat. Immerhin gouf de strenge Gesetztafel vom Berg Sinai, worop die Gebote notiert waren, Ewigkeitscharakter zugesprach. An dem Pontius Pilatus gëtt an den Mund gelucht: was ich geschrieben hun ich geschrieben. Quod scripsi, scripsi. Der Jesus aber schreibt auf den Boden, schreibt an den Sand. En cause sind heute Rechtsnormen von der jüdischen Tora, dem Gesetz, als ein Ehebruch. Eine Frau, die fremdgegangen ist, wird zum Tod verurteilt durch Steinigung, auch weil sie unschuldig vergewaltigt war. Das gouf alles just aus dem Blickwinkel vom Mann gesehen, ein ziemlich sexistisch an Macho-Vue. Vielleicht schreibt Jesus an den Sand: wie behandelt er Frauen? Hat er keinen Respekt für ihnen. Wat aber gibt Jesus mit Blick auf Eis Christen an der Beiszeit haut schreiben? Kein von uns ist perfekt, an irgendwo sind wir all belascht
oder hun Dreck am Stecken, weil wir sind all Sünder. Eigentlich misst Gott eis all an den Sand, an den Stüps schreiben. Und das Wort, was Jesus da sieht, bekräftigt, was der Mensch Pfannen an den Sand schreibt. Wir von euch ohne Sünders, die soll den Echte stehen geheien. Gemengt das ob die sündig frei. All das will soen, es steht dem Mensch nicht so, über den Mitmenschen einfach so, mir nicht, dir nicht zu urteilen. Und du könnte am Evangelium zu einer brenzlicher Situation. Weil lo muss jeder sich frohen, bis haut, a bis bei mich. Wie stehe ich du? Sie nicht da wirklich die fehlerlos ist. Sie nicht ohne Schuld. Die tumultartige Situation für Unterständigung deseskaliert tun, dank dem Jesus, verwandelt sich an ein immer mehr groß Ruhe. Du Klärer verstummen, andere butzt blatt, Platz get eidel. Oder mir? Die Jesus als schließlich läng mit der Frau sieht, auch ich kondamnieren dich nicht. Weil ihm Gott läng steht ein definitiv Urteil zu, auch eine Form von Gnadenerweis. Gleichzeitig gibt hier den Auftrag, geh auf von lo un sündigste nicht mehr. Das ist die grundsätzliche Aufforderung an sie, an jeder von uns, immer umzukehren, uns zu besinnen, an das eigene Leben und Gottes Barmherzigkeit erlebt, zu orientieren. Liebe Mitchristen, wir alle sind Sünder. Die haben mich das mehr betroffen wie andere. Vielen also egal. In den Dave betraf, wo seiner sündiger Kondition war für 500 Jahre den Martin Luther, den die Reformation an die Wege gelegt an protestantische Kirche gegründet hat. Sein Ausgangsfroh war, wie kann ich gerecht gehen für Gott, korrekt für ihm durchstehen? Wie finde ich einen gnädigen Gott? Wie geht das, gerecht, gut Leben feiern? Wie für Gott an der Reihe sind? Eng froh, die sich Mönche seit biblischen Zeiten, aber bis heute so ähnlich immer stellen. Was muss ich machen, für ihre Leben zu feiern, das Sinn mischt, an also Gott gefällt? Was mir de Weh an den Himmel obmischt, an mich auch schon hier auf der Erde erfüllt, an zufrieden, froh mischt. Der Luther ist der froh bald futti gegangen, an sich verzweifelt. Sein Grunderfahrung war das: Ich bin einfach nicht gut genug. Ich kann noch so viel Gutes probieren, beten, gut Wirker machen und so weiter. Es geht einfach nicht durch. Ich kann für Gott und für die Menschen nicht bestehen. Was dem Martin Luther damals geholfen hat, waren Briefe vom Apostel Paulus. Der Paulus hat nämlich eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich bin nicht gut genug. Ich probiere alles richtig zu machen, gib mir all mehr, mir geht nicht. Jedenfalls geht es nicht durch. Bei seiner Wandlung vom Saulus zum Paulus möchte ich aber eine decisive Erfahrung. Ich muss nicht alles richtig machen, an ein gerechtes Leben aus mir heraus schaffen. Ich gehe nicht gerecht gemacht durch gut Wirker, mehr lang durch mein Glauben. Die wichtigste Erkenntnis von Paulus war, Gott mischt mich gerecht, hier mischt mich gut, nicht ich selber. Das hat doch der Luther geschnallt. Gerecht bin ich nicht aufgrund von meinem frommen Leben, mehr aufgrund von meinem Glauben an eine Länge aus Gnade, weil Gott mir das schenkt. Sola fides, Glaube allein, an sola gratia, nimmend Gnade, hieß es damals an der Reformation. An der heutigen Lesung und Philippa schreibt den Heilige Paulus bald selbst: Nicht meine eigene Gerechtigkeit suche ich, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt. Die Gerechtigkeit, die Gott schenkt, aufgrund des Glaubens. Das ist also ein bleibend Vorig, auch für Eis. Ich sehe gut genug. Ich muss nicht immer nach mich christlichen, a gut Wirker drobbander wieder machen, wie das ich für Gott bestehen kann.
Ich muss mir keinen Gedanken machen, ob es durchgeht, werde ich machen. Gott ist so voller Gnade, dass hier mich gerecht a gut mischt. Hier Gott a vergött unendlich. Als engem jungen Jesus Christus als ein eis voller Leif entgegenkom. Solus Christus, Christus allein, so hat Luther resümiert. Christus allein geht durch, der Glauben und Vertrauen unhirn. Ich muss mich nicht ständig aufstrampeln, aber beweisen. Gott tut mich gern, auch ohne Wirker. Hier hört mich gern an meiner Schwachheit, an meiner Armseligkeit. Das geht ihm an mir durch. Liebe Brüder und Schwestern, genau so hat doch eine berühmte Frau aus dem 16. Jahrhundert gesagt, nämlich Teresa von Avila. Auch sie hat so ein Solus allein formuliert. Dios solo basta. Gott allein geht durch. Gott allein genügt. Wenn ich mich auf Gott verlassen, wenn ich ihm wirklich vertrauen, da kann mir nichts passieren. Da muss ich mir keine Sorge machen, dass ich nicht noch gut bin oder zu viel falsch machen und versuchen. Ich muss mich nicht unter Druck setzen, a konstant etwas leisten. Ich kann gelassen, froh und frei durchs Leben gehen. Wie dort Menschen nach Gott können wir Angst machen. Ich kann mich vom Leben, vom Herrgott und vom Jesus feiern lassen. Voll Vertrauen, dass Leben mich drohen wird. Dios solo basta. Gott allein geht durch. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Als Hoffnung wird immer gestärkt, wenn wir an das denken, was Jesus für uns gemacht und uns versprochen hat. Los wir als Gebet voll Vertrauen lo und Hirn richten. Für die Christen auf der Welt, dass sie offen und tolerant sind, einen Schritt auf die zu machen, die eine andere Meinung an einen anderen Glauben haben. Christus Heilreis. Für die in der Schwierigkeiten bald zusammenbrechen, und für die krank sind, dass wir ihnen Kraft und Courage schenken. Christus Heilreis. Für die sich an humanitären und karitativen Organisationen engagieren, dass durch sie dem Herrgott sein Leben zu den Menschen immer mehr sichtbar wird. Christus Heilreis. Für uns alle gut, dass wir Ende von dieser Fastenzeit dem Herrgott sein Leben neu entdecken. Christus Heilreis. Gute Papa im Himmel, hölleweis ob eisem Weh, den du uns gewiesen hast, durch der Junge Jesus Christus, als Bruder an eisen Herr. Amen. Con
nu an parole, un peu de temps à l'étranger. Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Erhöre uns, allmächtiger Gott, du hast uns durch dein Wort zum Zeugnis eines christlichen Lebens berufen. Reinige uns durch dieses Opfer und stärke uns zum Kampf gegen das Böse. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Durch das Fasten des Leibes hältst du die Sünde nieder, erhebst du den Geist, gibst du uns die Kraft und den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist hellig, Herrgott, von dir könnt all Helligkeit. Du verbieten wir dich, mach des Goven hellig durch dein Geist. Lose für Eis zum Leib an zum Blut gehen von deinem Jung, unser Herr Jesus Christus. Den Abend, wo hier verroden gauf, wo den Tod ob sich geholt hat, du hält den Brot aus in Hand. Sie den Dank gebiert, bricht Brot, richtet singe Frönner seht, hol dann erst alle gut davon, der teiers mein Leib, Getier gehen für ich. Nom ersten hält noch de Kirch, se drimmen Dank gebiert, rechte Kirch singe Frönner seht, hol dann dringt alle gut raus, der teierste Kelch mat mingem Blut, Blut vom Neien an ewige Bund. Et fließt für ich an die viel Aner, für dat Sünde verziehe gin. Macht es als mein Undenken. Geheimnis vom Glauben. Dein Tod, Herr, verkündigen wir.
dein Oberstuhl feiern wir an Herrlichkeit. So feiern wir herrliche Pap, Denke von dem Jung, der für uns gestorben an Oberstern ist. Und so offern wir dir das Brot vom Leben an der Kirche von der Erlesung. Wir sagen dir merci, weil du seist Beruf wir von dir zu stehen, an dir zu dingen. Wir bitten dich, los uns teilholen Leib und Blut von Christus, dat wir eint gehen durch den Heiligen Geist. Denk und den Kirche euch dort Welt, und los dein Volk voreinander lebt. Zusammen mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, singen Weihbischof Leo, mit den Geistlichen, an all denen, die am Ding stehen von der Kirche. Denk an alle Brüder und Schwestern, die von uns gegangen sind, an der Hoffnung, dass sie oberstehen, an all die anderen, die an der Not gestorben sind. Wir feiern das Mass als 6 Wochen Mass für Alin Arnoldi Comes, als 1. Jahr Mass für Jean Kaiser, als Mass für Primo Urbano, als Suzette Lutschen, am Mass ob Menung. Hol sie all bei dich ob an dein Licht. Pap, erbarm dich eiser all, schenk eis ewig Leben mit Maria, der Heilige Gottesmam, dem Heilige Josef, den Aposteln, an all denen, die Gnot von du bei dir sind, dort Welt besteht. Mit ihnen all, los es dich löwen an Ehren durch der Jung Jesus Christus. Weil durch ihn am Mattem an Anhim, dir allmächtige Pap, an der Einheit vom Heiligen Geist, all Herrlichkeit an Eier, lo an immer an ewig. Amen. Los mal zusammen an noch für den anderen so beten, wie Jesus Christus selber eiset gelehrt hat. Eise Pap am Himmel, dein Name sei geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Gib uns halt als täglich Brot, verzeih uns als Schuld, wenn wir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Führ uns nicht an Versuchung, mir mach uns frei vom Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Friede für alle zu schaffen. Friede
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Frau, hat dich keiner verurteilt, keiner, Herr. Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns das Sakrament der Einheit geschenkt.
Lass uns immer lebendige Glieder Christi bleiben, dessen Leib und Blut wir empfangen haben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft von Habst. Nach das lief Leid, wie ihr wisst, muss die Kirche selber die Verdrohung von der Sonntagsmass finanzieren und also wer Mathilfe angewiesen. Ein großes Merci all denen, die sich schon generös gewiesen haben. Wenn ihr wollt den Don machen, könnt ihr das auf Fondation Saint-Irmin machen und von den Steuern aufsetzen. Die Teiler dazu an der Presse an katol.lu. Ein herzliches Merci für all Gest. Die nächste Sonntag, Palmsonntag, über Dromatmas vom Howald. Allo schalten wir zurück an den Studio.
Thank you.